Nachdem die chinesische Regierung eine Videoaufnahme des Sängers Abdurrahim Hayit anfertigen und publizieren ließ, um sein Wohlbefinden zu belegen, begannen einige Uiguren mit der Internetkampagne #MeTooUigur. Die Aktion fordert chinesische Verantwortliche dazu auf, Videos der inhaftierten Angehörigen anzufertigen. Die Aktion findet weltweite Unterstützung von Uiguren und Nicht-Uiguren. Der Präsident des Uigurischen Weltkongresses, Dolun Issa, reiste für wichtige Zusammenkünfte in die USA. Unterstützend begleitete ihn der Vizepräsident Ömer Kanat sowie Nur Tekel, ein Anwalt und Präsident für ein uigurisches Menschenrechtsprojekt. Issa stattete dem Außenministerium und dem Weißen Haus einen Besuch ab, nahm an Veranstaltungen teil und kommunizierte mit Kongressabgeordneten. Auch besuchte er die Washington Post, denen er bei einem Interview Fragen über die aktuelle Lage beantwortete. Khalil Ibrahim Oral, Abgeordneter der Guten Partei des türkischen Parlaments, fordert eine unabhängige Untersuchung des Falls um den Sänger Abdurrahim Hayit, der zu Anfang des Jahres für tot gehalten wurde. Daraufhin veröffentlichte China eine Videoaufnahme von Hayit. Der Abgeordnete möchte nun wissen, ob sich das Außenministerium für Hayit einsetzen will oder nicht. Ein ehemaliger Geheimdienstexperte der US-Luftwaffe wird verdächtigt, für den Iran spioniert zu haben. Amerikanische Anwälte bereiten ein Verfahren gegen Monika Elfriede Witt vor, da sie der Regierung in Teheran internes Wissen und Untersuchungen über ehemalige Mitarbeiter zugespielt haben soll. US-Verantwortliche bezeichnen die Situation als Verrat an der nationalen Sicherheit, der US-Armee und dem amerikanischen Volk gegenüber. Der zweite Durchgang des Unabhängigkeitsreferendums der muslimischen Minderheit der Moro auf den Philippinen ist offiziell zu Ende. Die Mehrheit aus Cotabato stimmte für eine Anschließung an die muslimische Autonomieregion.